Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir machen an unserem Brief-Journal weiter. Wir haben das fertig gestaltet. Wir haben alle Karten aus meiner Kartei. So, die da haben wir alle fertig gemacht. Und jetzt hat es natürlich eben noch ein paar leere Täschchen und es hat auch noch leere Bellyband und leere kleine Täschchen und so weiter. Also ein paar Sachen müssen wir noch machen, die wir da reinstecken können. Und ich habe ja immer noch das wunderbare Set da, wo ich bis jetzt eben noch nicht so viel damit anfangen konnte. Aber ich möchte das jetzt ein bisschen umgestalten. Hier innen hat es so ganz viele verschiedenes Zeug. Es hat auch so Postkarten oder Tags oder irgendwelche Kleberli. Und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich möchte gerne so eine Art wie einen Brief oder etwas machen. Oder einfach eine schöne Seite, wo ich dann da so ein Gedicht, das ist das Eichendorff-Gedicht, Gedicht. Aus dem schönen alten Buch. Das möchte ich hier gerne aufkleben. Und dann drumherum noch ein bisschen gestalten, damit das ein bisschen hübsch aussieht. Dann können wir das irgendwie schön zusammenfalten und in unser Buch rein tun. Ich habe mir hier zwei grosse Gedichte rausgenommen, die gerade so schöne ganze Seiten sind. Und ich möchte gerne das Papier haben und noch ein zweites, aber ich weiss nicht welches. Das ist so ein bisschen, das wäre noch hübsch. Oder dann das, was einfach ganz blau ist. Oder da so ein bisschen Wolken. Ich weiss es noch nicht. Ich nehme jetzt mal beide raus. Und dann, das war das Gleiche, oder? Oh, das wäre natürlich auch schön. Ist das die Rückseite? Nein. Oh, aber weißt du was? Das würde noch fast besser passen. Man kann sich wieder nicht entscheiden. Furchtbar. Aber das hat tatsächlich auch noch eine ganz schöne Rückseite. Was ist denn da? Aha, fast das Gleiche. Ja gut. Ja gut, also komm. Nehmen wir mal das und das geht auf die Seite. Was habe ich mir noch parat gemacht? Da habe ich noch ein bisschen alte Landkarten und vielleicht da noch ein bisschen etwas. Da haben wir noch ein paar Schnipsel. Aha, und da, so was noch, ein bisschen Geschriebenes. Mal schauen, was wir mit dem alles herzaubern können. Also, der erste, was ist der schöner? Das wäre, glaube ich, sogar schöner. Der erste Streich ist, das reissen wir mal aus. So. Genau. Oh, das sieht schon so einfach nur hübsch aus. Und da, oh ja komm, ich nehme auf jeden Fall das. Das ist auch schön. Aber ich glaube, das passt jetzt gerade ein bisschen besser zusammen. Gut, jetzt reissen wir das auch. So, das geht
weg. Oh, ist das schön. Die Frage ist, wird es schöner oder wird es nur wilder, wenn man jetzt hier aussen noch irgendetwas herführt. Ich muss es ausprobieren, sonst weiss ich es nicht. So. So. Also wie einen Rahmen drumherum machen. Oh Mann, ich glaube, das kommt im Fall gut. Ich glaube, das gefällt mir. Ich glaube, das ist schön. Wow. So. Ich glaube, ich finde das schön. Ich glaube, ich mache das so. Alles noch ein bisschen inken, aber ganz fein. Nur ganz fein inken. Und vielleicht sogar nicht mit braun. Oder echt doch? Oder einfach mit dem Vintage-Foto, damit es nicht so ganz dunkel wird. Ja, könnte man. Jetzt muss ich das hier aber noch ein bisschen fertig machen, weil ich gemerkt, so, und jetzt braucht es hier noch eins. Da braucht es noch eins. So. So, genau. Aha, jawohl. So ist gut. So ist gut. Jetzt machen wir doch die ganze Geschichte hier auch noch. So, lieg. Das hier kann man gerade nehmen. Noch ein bisschen Musik. Da haben wir noch ein bisschen Musik. Oder ist das nicht so cool da mit dem? Nein, da ist ja noch der Fischschwanz drauf. Das sehe ich gerade. Lieber so etwas in dieser Art. So. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Das hier können wir gerade hier nehmen.
Da nehmen wir noch ein bisschen Musik. Das ist jetzt gerade ein bisschen... Ja, mal. Macht nichts, wenn das so fein ist. Das darf. Dann schauen, wo ich reissen muss. Aber da kommt noch das noch für unten. So, und so. Oh ja. Ja, das finde ich hübsch. Das sieht cool aus. Jetzt muss ich es dann nur so aufkleben. Dann brauchen wir noch ein bisschen so eins da und das da. Und dann können wir schon anfangen. Inken. So, voilà. Oh ja. Jetzt habe ich gedacht, ich mache hier noch so ein paar Ecken rein. Ich will nicht den ganzen Rand rundum abreißen, aber so ein bisschen kann man glaube ich schon. Und gerade die Ecken dürfen doch ein bisschen angefressen sein, habe ich das Gefühl. So. Und auch noch ein bisschen. Das sieht so ein bisschen aus wie, es hat hier jemand dran gefressen. Ja, jetzt sieht es halt so aus. So, dann noch ein bisschen inken, die Sache. Oh, das finde ich jetzt aber schön. Das Geinke hier, gerade mit diesen Krügeln, das hat es jetzt gerade noch ein bisschen anders gemacht. Dass es von mir aus noch ein bisschen besser aussieht. So, voilà. Jawohl. Oh, das ist hübsch. Das gefällt mir. Jetzt machen wir noch den ganzen Bums mit dieser Seite noch. So, das wären meine 2 Gerichte. Die gefallen mir mega gut. Selbstverständlich könnte man jetzt hier noch irgendwie Kleberle und Sommervögel und Blümchen und irgendetwas drauf tun oder auch noch Stempeln. Aber ich glaube, mir gefallen sie so gerade wunderbar gut. Jetzt wollen wir noch mal schauen, wo dass wir die können, in unser Journal rein tun. Ich habe gedacht, irgendwie wäre doch das noch schön, wenn eins hier in das Bellyband reinkommt. So, ich weiß noch nicht, ob ich es einmal falten. So, passt's? Ja. Ja, doch. Also, aber dann müssen wir natürlich den Fall dann noch inken, wenn wir da schon einen machen. So, wenn wir schon alle anderen Krügel geinkt haben, dann selbstverständlich auch der Falt. Oh. So, mal ein bisschen nachfüllen wäre nicht schlecht. Ich glaube. So, voilà. Also, dann geht doch das Gericht hier rein. So, und das hier könnte man ja eigentlich auch
könnte man doch auch da rein tun zum Beispiel. So. Ja, ich glaube, das kommt noch ganz gut. Also falten wir das auch so um. So. Sollig. Voilà. Also komm, dann kommt doch das hier rein. So, prima. Dann hatten wir doch schon 2 Täschchen gefüllt. Und jawohl. Weiterfüllen, weiterfüllen, weiterfüllen. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Weiterfüllen. Und es würde mich mega freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei wäret. Bis dann. Tschüss.